Hi Freunde, Servus, ich bin der Renton. Wir haben einen Sonntag. Ich habe lustigerweise kurz Zeit, was aufzunehmen. Und da habe ich mir gedacht, dass ich eine Runde Dark Souls für euch spiele. Was ich jetzt vorhabe, ist, dass ich zuerst mal zum Waffenschmied gehe, um nachzuschauen, ob ich vielleicht doch meine Waffe nochmal aufleveln kann. Möglich wäre es ja vielleicht. Hier ist der Aufzug. Ich hoffe, dass ich da gleich dran komme. Guck mal hier, unser wunderschöner Sir Nipple. Ich bin froh, dass ich Smaug und Ornstein geschafft habe und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen, dass ich beim letzten Mal extrem laut war zwischendurch. Hat mich aber auch jeden Nerv gekostet, ne? Also, das war nicht sonderlich lustig. So, hoffen wir mal, dass ich ohne weitere Probleme hier vorbeikomme. An der Stelle auch ein Gruß an meinen Geburtstagsbruder, der Jan, der JB. Der zu mir gesagt hat, ey Junge, sieh zu, dass du mehr Dark Souls machst, und genau das mache ich jetzt für ihn. Wunderschön. Ich hoffe, dass wir den Zweihänder ein bisschen aufleveln können. Ich habe ehrlich gesagt total vergessen, da nochmal nachzuschauen. Und dann geht's halt ganz normal weiter in der Story. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht genau, welchen Weg ich jetzt einschlage. Wir haben nämlich ab jetzt viele, viele offene Wege, wo wir hin können. Nachdem ich einen Schlüsselmoment gemacht habe. Hallo. Das glaube ich dir, Junge, so wie du aussiehst. So, als erstes Repair. Ja, ich habe nämlich keinen Bock, dass meine Scheiße kaputt geht. Modify Equipment. Reinforce Weapon. So, mir fehlen 2 Titanite Charts. Kann ich bei dem Titanite Charts kaufen? Jawohl. Aber nur 1. Sprich, wir müssen ein wenig farmen. Was aber unter Umständen kein Problem ist, wenn ich noch... Ja, ich habe die Seele vom Smaug. Jawohl. Ja, 12.000. Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. So. Purchase Item. Reinforce Weapon. Zweihänder plus 5. Was bräuchte ich als nächstes? Ah, der kann mir maximal bis plus 5 forgen. Okay, das heißt, wir müssen später zu einem anderen. Was ich aber machen kann, ist das Drake Sword gleich mal hochschrauben. Dragon Scale. Kann man das bei dem auch kaufen? Ne, nicht möglich. Schade. Aber auch nicht sonderlich schlimm. So. Wollen wir mal weitermachen. Wie ihr sehen könnt, ich bin online wieder. Zum Glück. Offline war das doch nicht so spaßig. Wobei, ich glaube, die PS3-Version wird eh nicht mehr so gespielt, ne? Arschloch. Zack. Und weg. Auf zum Bonfire. Wir müssen nämlich zurück an den Anfang. So. Alles klar. Wir haben ja den Lord Vessel beim letzten Mal aufgenommen und der gibt uns jetzt die Möglichkeit zu warpen. Und wir warpen uns direkt an den Anfang und geben jetzt den Lord Vessel ab. Keine Sorge, wir können trotzdem noch zwischen den Bonfiren hin und her reisen. Das ist immer noch möglich. Zum Glück. Sonst wäre ich ziemlich angepisst. Aber gut. Schauen wir jetzt erstmal. Eine meiner absoluten Lieblingsfiguren aus Dark Souls kommt jetzt. Während dem Dialog werde ich nicht viel sagen. Ihr sollt es einfach mal genießen und achtet auch auf die schönen Geräusche zwischendrin. Die sind nämlich extrem cool. Okay.
Hier ist er. The Frammed. Ah, hello. Was it you who rang the Bell of Awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frampt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the Bell of Awakening. I wish to elucidate your fate, and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. This is the Firelink Chamber. Also wenn das nicht schön war, weiß ich auch nicht. Wir platzieren jetzt den Lord Wessel. Und ich frage mich, wie wir das einstecken konnten. Aber gut. Wie ihr sehen konntet, wurden jetzt einige Wege freigemacht. Und zwar ist unser Hauptziel jetzt, 4 große Bosse zu töten. Wir hören das Ganze jetzt auch gleich. Hier haben wir wie ein Bonfire quasi. Gehen wir erstmal zurück und reden nochmal mit Frampt. Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the 4 kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Wie ihr also gehört habt, ist es jetzt an uns, die 4 Bosse zu töten. Was ich jetzt aber vorhab, ist nochmal ganz zurück an die Anfänge zu gehen. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, das jetzt zu machen oder auch nicht. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace.
No, go ahead. It's for you. Geile Scheiße. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Gut, ich lasse die mal alle in Ruhe. Es gibt eine Möglichkeit, an den Tutorial-Anfang zu kommen. Und das habe ich vor, jetzt mal für euch zu machen. Ich muss nur schauen, wo und wie genau ich das nochmal anstelle. Da ich mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher bin. Kann sein, dass ich das durch die Abkürzung machen muss. Und zwar genau hier. Aber ich weiß es nicht mehr. Mein Ziel ist es, da vorne auf das Dach zu kommen. Kann sein, dass ich dafür... Nee! Ah, das, was ich vorhin am Aufzug gemacht habe, ist falsch. Ihr müsst aussteigen, hier drauf gehen und dann hier den Balken treffen. Geschafft. Meine Fresse. Okay. Hier ist ja der Rabe. Das ist der Rabe, der euch am Anfang hier an Firelink Shrine hergebracht hat. Jetzt bin ich mir nur gerade nicht sicher, ob ich tatsächlich hier aufs Dach muss. Nee. Man muss nämlich hier weiter. Jetzt mal gucken, ob es hier noch irgendwelche Items gibt. Nö. Deswegen gehen wir hier außen rum. Gehen hier ins Nest und sagen curl up like a ball. Jetzt wartet man ein bisschen und dann geht's ab. Kann ein bisschen dauern. Wir sind zurück in Northern Undead Asylum. Was ich ziemlich geil finde, dass man da wieder hin zurück kann. Hier unten sehen wir schon ein paar Gegner. Die Gegner haben sich verändert mit der Zeit. Hier haben wir noch die ganz normalen Hollows. Es warten aber auch noch andere Gefahren auf uns. So. Und wie immer finde ich den Zweihänder relativ langsam, aber dafür ist er effektiv. Hier an sich sieht alles eigentlich noch aus wie beim alten. Jetzt muss ich mal schauen. Ich laufe hier lieber außen rum. Ich will draußen das Bonfire aktivieren. Zack. Ich zu langsam. Jawohl. So. Dann gehen wir mal zurück. Und ihr habt die Möglichkeit, den Boss nochmal zu besiegen, den es hier gab, den Tutorial-Boss. Und ich glaube, hier bricht der Boden ein. Ja.
Es ist jetzt eine erweiterte Form vom Anfangsboss, der mich sofort gekillt hat. Ja, jetzt hat er mich sofort gekillt. Ich habe eben gedacht, ich wäre schon tot, war ich aber noch nicht. Und ich habe das Gefühl, der könnte mir noch ein bisschen auf den Sack gehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Finden wir es raus. Muss jetzt erstmal gucken, wie die Taktik am besten ist gegen den. Schauen wir mal. Das Problem ist diese Druckwelle. Gucken wir mal, was wir dem abziehen. Ein bisschen was. Also diese Druckwelle ist echt asozial. Alter, der ist echt abnormal. Ich kann euch auch nicht sagen, ob ich lieber nicht dahin gegangen wäre jetzt. Ob ich noch zu früh im Spiel bin. Aber ich wollte euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten. Kann sein, dass wenn ich jetzt zu arg an dem verzweifle, dass ich sage, mach mal wann anders. Wenn ich besser gelevelt bin. Ich schaue mir es nochmal an, komm. Kostet ja nix. Die Druckwelle trifft mich auch hinter ihm. Das war dumm. Ich meine, ey. Aber so gesehen hat man eine reelle Chance, ne? Was? Alter, furzt der da rum oder was? Das ist ja abnormal, diese Druckwelle. Asozialer geht's kaum. Leck mich am Arsch. Ich schlage wirklich vor, wir machen den nochmal, wenn es später soweit ist. Ich schwab mich jetzt nach Anor Londo und dann machen wir im regulären Spiel weiter. Ich wollte euch das, wie gesagt, nur mal kurz zeigen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.